Onze Geschichte Nummer 2. Ditmal wollen wir uns wat vertalen uit dem Leben von onze Verfahren in der Kartitzer Kolonie in Russland. Wann von dieser Kolonie Lothar geredet wird, als in Russland erst mehr mennonitische Kolonien wären, dann redet man immer von der Ole Kolonie, weil es dort die älteste mennonitische Kolonie war in Russland. Wir wollen von hier an auch meistens von der Ole Kolonie reden, weil es 3 oder 4 Generationen von unseren Voreltern auf dieser Ole Kolonie gelebt haben und dort all als Ole Kolonie bekannt geworden wären. Weil es aber die Voreltern von einem kleinen Port von uns in Russland nicht auf der Ole Kolonie gewohnt haben, ist dort vielleicht nötig, hier bloß noch zu sagen, dass die kleine Gemeinde in Russland nicht auf der Ole Kolonie entstanden ist, aber auf der Molotschner Kolonie. In der Molotschner Kolonie entstand so 15 Jahre later aus der Ole Kolonie, nachdem die Mennoniten in Russland endlich ihre versprochenen Privilegien in geschriebene und ungeschriebene Form gekriegt haben. Die katholische Kirche in Europa war vor vielen Jahren eint mit den Regierungen. Keiner durfte eine andere Kirche angehören als die katholische. Und als unsere Vorfahren im 16. Jahrhundert aus der katholischen Kirche rückgingen und sich eine von den anabaptistischen Bewegungen anschlossen, dann war eine von ihren Ursachen dafür diese. Sie wollen nicht zu so einer Kirche gehören, wo Kirche in Regierung eint wären. Sie wollen zurück nur die apostolische Kirche ihre Lehren, wo Jesus Christus seine Kirche getrennt war von weltlichen Regierungen, wo man für Jesus sein Reich anstehen kann und nicht für ein irdisches Reich. Und nur über 200 Jahre in Pressen wären sie noch immer eine Kirche, die nicht mit der Regierung verbunden war. Nu wären unsere Voreltern aber sozusagen über Hand und Kopf nach Russland getroffen, noch eher alles ganz vordig und reit wie dort auch. Und scheinbar hatten sie sich dort gar nicht überlegt, was das für ein Verfolgen bringen kann, wenn sie ab ihrer neuen Siedlung in Russland selbst sollen eine lokale Regierung haben, die russische Regierung die Kolonisten regieren würde. Von dieser Sache redet wie Lothar noch mal mehr. Aber die ersten 228 Familien, die alle durch den Winter in der Stadt Dubrovna gewohnt haben, die wären nun endlich auf ihre neue Siedlung angekommen und sie mussten sich da anfangen zu organisieren. Sie mussten sich als Kirche organisieren, die ihren eigenen Lehrdienst hat, oder vielleicht nennt man dort ihre eigene Oms hat. Kein Prediger oder kein Ohm wir uit Pressen mit dieser ersten Uitwanderer mitgekommen. Und dabei hatten sie all in Dubrovna viel Schwierigkeit erfahren, und da wären wir auch das Organisieren auf ihrer neuen Siedlung schwierig, denn manch wären friesische und flämische Mennoniten, und die verstanden sich nicht gut. Davon vertelt wie gleich Lothar auch noch mal viel mehr. In Pressen hatten diese 228 Familien nicht in Darpa gewohnt, und sie kamen von verschiedenen Gegenden in Pressen. Und hier ab ihrer neuen Siedlung mussten sie sich aus Darpa organisieren, die jeder ihr eigenes Darpsamt hatten. Und sie mussten sich mit der Zeit als Kolonie organisieren, die eine lokale Regierung hat und aus ihre eigenen Menschen bestand. Hier ab dieser erste mennonitische Kolonie in Russland, wo die russische Regierung verlangt, dass die Mennoniten ihre eigene lokale Regierung haben sollen, wodurch sie die Kolonisten regieren wollen, da entwickelten unsere Vorfahren das Selbstregierungssystem ungefähr so, als viele von uns dort noch kennen von Mexiko, Belize oder Südamerika. Ihr System bestand auch aus Darpsamter, die jeder einen Darpsschuld, einen Hortschuld, einen Brandschuld und einen Bürgführer hatten. Diese Darpsamter standen unter ihrem Koloniesamt, von wonem ihr Eberschuld der Leiter war. Sie nannten ihr Koloniesamt das Gebietsamt, wie es dort ihre lokale Regierung war, die auch Regierungsmacht hat, die Kolonisten zu regieren. Die Eberschuld
oder das Gebietsamt stellt zum wenigsten einmal im Jahr ein Topkommen an, wozu alle Dorfsbeamte auf der Kolonie einlädt, heimzukommen. Auf diesem Topkommen werden wichtige Sachen durchgeredet mit den Dorfamten oder Dorfsbeamten. Und die Dorfsbeamten mussten die Dorfsbewohner dann auf ihrem Schuldenbord sagen, was berät worden wir auf ihrem Topkommen. So ein Topkommen gibt es auch nu noch auf mennonitische Kolonien in Mexiko, in Belize und in Südamerika. Wenn ich recht beholen habe, dann wird dort ihre Zusammenkunft genannt. Das Selbstregierungssystem, das unsere Vorväter in Russland entwickelt haben, das haben unsere Vorväter Lothar mehr oder weniger auch so gebraucht in Kanada, in Lothar in Mexiko und Südamerika. Aber von in Kanada an hat die Eberschuld nicht mehr Eberschuld, aber Vorsteher. So als wir das auch in Mexiko, Belize und Südamerika kennengelernt haben. In Manitoba hat das Koloniesamt aber auch noch einmal einen eigenen Schreiber, so als in Russland. In Lothar, in Mexiko und in Südamerika nicht mehr. Dort in Russland, ab der alte Kolonie entwickelte Selbstregierungssystem, brauchen fast alle altkolonische Kolonisten in Mexiko, Belize und Südamerika noch immer mehr oder weniger so, als unsere Vorväter auf der alte Kolonie in Russland entwickelt und gebraucht haben. Aber die Eberschuld hat auf keine altkolonische Kolonie mehr Eberschuld. Die hat auf ihre Kolonien Vorsteher. Das Koloniesamt hat auch noch nicht mehr Gebietsamt und hat auch noch nicht mehr Regierungsmacht. Dort unsere Vorväter auf der alten Kolonie in Russland ihre eigene lokale Regierung haben mussten, durch ohne die Staatsregierung die Kolonisten regiert, dort führt mit der Zeit zu großen Konflikten zwischen der Gemeinde ihrer Oms und den Kolonisten ihr Gebietsamt. Unsere Vorväter waren dort so langsam an, dass sie auf was angewohnt wären, was jeden mennonitische Lehren wir. Sie hatten mit ihrem Regierungssystem auf ihre Siedlung mit einmal war da Kirche in der Regierung so ein bisschen untergemischt, was eigentlich hier in die Kirche ihre Lehren wir. Und dort verursacht viel Schwierigkeiten. Die Gemeindenälteste bleibt immer, er muss das letzte Wort haben, wenn wichtige Entscheidungen gemerkt werden mussten. Aber ihr Selbstregierungssystem, ihr Gebietsamt, kann das nicht immer erlauben. Wir wollen diesmal noch lang nicht alles vertalen, von wo wir in der Gemeindenleitung in das Gebietsamt sich manchmal nicht richtig verstanden. Aber ich glaube von ein paar so eine Dinge sollen wir uns all nu was vertalen, um nachher, wenn wir bei Kanada und Mexiko kommen, besser zu verstehen, von was wir reden. Das Gebietsamt wir auf die Oms, und viele Kolonisten dort gleichen oder nicht, ganz einfach gesagt, die Kolonisten ihre lokale Regierung. Und als Sonne hat sie unter gewissen Umständen auch nochmal die Verantwortung, ungehorsame Kolonisten zu bestrafen. Aber die Kirche oder die Oms, die die Kirchenleiter wären, die wollen dort nicht zulassen, dass ihr Gebietsamt ungehorsame Menschen bestrafen kann. Sie wollen dort so holen, als die mennonitische Gemeinden dort von Anfang an gehabt haben. Wenn ein Gemeindeglied sich irgendwo verschuldet hat, dann mussten die Oms mit so einem Glied handeln. Und sie mussten, wenn dort nötig war, die Gemeindenstrafe brücken, um dort ungehorsame Glied weiter zurechtzuweisen. Das war ein von den Dingen, die viel Konflikt verursachten zwischen der Gemeinde ihrer Oms und den Kolonisten ihr Gebietsamt. Ein zweites war, was die Kolonisten einen großen Konflikt bracht, wie das. Die Altkolonie ihr Schulwesen war sehr leer gesunken durch ihre lange, schwere Pioniertid im neuen Land. Aber als die Kolonisten endlich ein bisschen besser würden, dann fangen sich da so wie langsam immer mehr Eltern, die ein Verlangen haben, ihr Schulwesen zu verbessern. Das wären vielleicht mehr mal die Handwerkerfamilien, die da also wie
langsam anfangen fabrieken te ontwikkelen op de oude kolonie, die daar aanvangen aan te zijn dat schoolwezen verbeterd worden moest. En de Russische regering vangt ook immer sterker aan na te schuiven dat de kolonisten schoolwezen verbeteren zullen, aber de gemeente Oms wären tegelijkertijd ook de kolonie schoolopzichter, en als zonen hadden ze schijnbaar niet veel wat gedaan om schoolwezen te verbeteren. De Oms willen ook niet hebben dat schoolwezen onder dem Gebietsamt Absicht komen soll. Met eenmaal had zich daarover doch een comité gegründet dat in 1842 een lerarschool aan het leven roopt. De meeste kolonisten in Oms waren am Anfang noch derchuit nicht so fair. Aber wils de regering also sehr nachschuf en wils er al veel Eltern wären, die da betere scholen haben wollen für ihre Kinder, leiten de Oms dat alto, dat met een lerarschool angefangen worden kon. Beim Reinmerken für diese Lehrerschool aber benehmen viele jene sich sehr angeschickt. Davon reden wir vielleicht auch noch mal lauter. Diese Lehrerschool soll junge Männer so vorbereiten, dass sie die jüdische Sprache mit ihrem rechtmäßigen jüdischen Alphabet beherrschen lernen und dass sie gelehrt haben würden, wo Kinder ungerecht worden mussten. Durch diese Schulen sollen die Kolonisten so geschwind als möglich genug junge Männer vorbereiten, um für jede Dorfschule auf ihrer Siedlung einen Lehrer zu haben, der da fähig wäre, die Schule zu verbessern. Mit diesem Plan, dem Schulverbesserungsplan auf der oude Kolonie, wären ein ganzes Schuf von unseren Verehrern all einverstanden, aber die meisten von ihnen wären noch ganz dagegen. Aber das Plan hat sich vielleicht so entwickeln können, dass sich mit der Zeit alle Kolonisten damit hatten trachtfinden können, wenn sie am Anfang auch noch nicht alle mit einverstanden wären. Aber all nur einem Jahr, all an 1843 passiert wird den Konflikt zwischen der Gemeinde Oms auf der oude Kolonie und dem Gebietsamt so groß gemacht, dass die Kolonisten Schulwesen oder Schulverbesserungsplan von da an keine Gelegenheit hat, sich gesund entwickeln zu können. Von das reden wir later auch noch mal viel mehr, wenn wir nach Mexiko kommen. Unsere Zeit ist nu aber wieder aufgeräumt, wir müssen hier von der aufbrechen. Nächstes Mal vertellen wir uns noch weiter mehr von unseren Verehrern ihre Erfahrungen in Russland und wir fangen dann damit an, was da auf der oude Kolonie 1843 passiert. Denk noch weiter erst ein bisschen nach über unsere Verehrern ihre Erfahrungen in Russland und dann habt eine gute Nacht. Ich sehe George Rampel.